Hey Leute, willkommen zurück hier zu Dragon Ball AF, also ich weiß ja auch nicht, Super Saiyan 5, nee. Willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse Online, wir sind wieder mal hier ein bisschen unterwegs und plaudern heute über die aktuellste Dragon Ball Super Episode Nummer 4, die, naja, wenn man ehrlich sein soll, SSG SS Gohan, okay, scheinbar, keine Ahnung, was das für ein Fan sein soll, aber hallo. Ja, die letzte Folge, hallo Jane, die kennt doch irgendwo her. Das zumindest mal. Die aktuellste Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hi Yuda. Was? Ja, war auf alle Fälle interessant und so. Und ich sehe noch kein Goku, nix. Verdammt. Sie war interessant. Soweit kann das ruhig mal beurteilen und so. Und alles weitere erzähle ich gleich. Aber ganz ehrlich, Leute, die Folge fand ich persönlich sowas von. Ja, ich glaube, beschissen ist fast schon ein bisschen zu wenig, um das richtig zu formulieren. Nee, es war also eigentlich nicht gerade das Gelb vom Ei. Aber gleich mehr dazu, jetzt will ich erstmal gucken. Moment, die haben wir schon ja alle durch, wa? Wer heute mal besiegen. Moment, die haben doch auch schon. Freier Platz, ewige Rivale. Ewige Rivale vielleicht mal, wa? Ne, wir sehen sie gleich. Really nice. To meet you. Ja, du mich auch. Also, Raum mal still, mal kurz gucken, ob was irgendwie Interessantes möglich ist. Und sonst machen wir es halt anders. Ich kann auch noch echt nur die Parallelquests machen, war interessant. Okay, also, ja. Freier Platz, versuchen wir das. Besiege Bills. Swiss Training lockt starke Kämpfer an, besiege sie. Mitspieler, mach mal 2. Zack, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, wo soll ich bei der aktuellsten Episode anfangen? Ich meine, es geht natürlich da weiter, was letztes Mal aufgehört hat, ganz logisch. Und zwar eigentlich auch ein bisschen mit Bills und Whis, von dem her eigentlich nichts Interessantes. Sagen da von wegen, ja, sind unterwegs zum Meisterkreis des Planeten, dauert noch etwa 10 Minuten. Und Bills ist ein bisschen bei allem mit aufessen. Naja, okay. Währenddessen auf dem Planeten von Meister Kaio natürlich der sowieso ein bisschen durchgedreht von wegen, oh nein, wir sollen doch Goku davon abhalten, dass er irgendwie mit Bills und so weiter. Und da, ja, natürlich ist er dabei so laut, dass er es sogar noch erwähnt und Goku kommt auf die Schliche und fragt ihn auch direkt danach, also danach halt von wegen, ja, wer ist denn dieser Bills und so weiter und Meister Kaio versucht es ihm zu erklären von wegen, ja, Gott der Zerstörung und so weiter, etc. etc. Ja, das war jetzt schon mal alles Interessante, sag ich jetzt mal. Weil der Rest, da geht es halt auf Bulmas Geburtstagsparty weiter. Soll vor allem heißen, weitergehen im Sinne von, ja, die Party ist wie gesagt ein bisschen anders als im Film, im Battle of Gods oder Kampf der Götter. Ich meine, der Film kommt im Deutschen etwa 2 Wochen, also um den 20. August herum aus. Von dem her ist jetzt so, dass halt eben das Ganze findet auf einem Schiff statt und also auf einer Fähre, wie auch immer. Und das Teil muss so gigantisch groß sein. Wieso? Ganz einfach. Es gibt da scheinbar auch eine Art Bingo-Spiel oder sowas in der Art. Und das sind halt natürlich vor allem C18, die sind immer dabei, wenn es um viel Geld geht. Oder will natürlich direkt mitmachen und sagt clean, ja, geil und wir wollen übrigens den 2. Platz. Also den 2. Preis halt. Er so, hä, wieso einen 2.? Haben wir es natürlich auch als Zuschauer. Dann findet man heraus, dass, also sprich, es geht weiter zu Prinz Pilaf und seiner Gang, die übrigens wie im Film auch als Kinder unterwegs sind. Hier natürlich der interessante Fakt, man erfährt gar nicht, oder zumindest noch nicht in dieser Episode, wieso überhaupt sind sie Kinder. Im Film Battle of Gods, der Kampf der Götter, war es so, dass sie Kinder wurden, weil sie sich von Shenlong anstatt die Weltherrschaft, die Pilaf eigentlich immer wollte er ja, dass sie jünger werden. Und Shenlong hat es ja falsch verstanden und so und hat sie deswegen wieder zu Kinder gemacht. Und jetzt wollen sie das Ganze eigentlich wieder umdrehen. Das war der Sinn davon, wieso sie in Battle of Gods Dragon Balls gesucht haben. Dann sind sie also wieder als Kind unterwegs, irgendwo auf einer einsamen Insel gestrandet, auf einem ganz kleinen Fleck und so. Sind auf der Suche nach einem Schatz. Oha, nächsten Dragon Balls und so weiter. Und dann, okay, und dann schwankt zurück aufs Schiff und da erfährt man dann von wegen, ja, dass Trunks und Goten, das sind ja auch Kinder von dem her, oder, wollen halt ein bisschen Spaß haben. Und Trunks zeigt Son Goten erst einmal, was eigentlich die Preise sind. Irgendwie, der 2. Preis ist sogar ein riesiges Haus, das sah irgendwie aus wie eine Villa, oder? Man im Schiff drin. Also die Lagerhalle, die war so gigantisch, da hätten irgendwie 10 solcher Häuser reingepasst. Unglaublich, ey. Und der 1. Platz, tja, wie können es anders sein natürlich, das ist eben, oder sind eben die 7 Dragon Balls.
Tja, aber die sind hier irgendwie eine seltsame Energieschranke. Ich glaube, irgendwie starkstrommäßig sind die, der Maximol ist dabei, okay. Ja, in so einer Starkstromspanne sind die irgendwie versteckt und, ja, Trunks deaktiviert die mal ganz kurz, um es kurz zu zeigen. Ich höre nichts, am Sprachchat nicht an, abgesehen davon höre ich eh nichts. Dann sind wir bereit, weil wir können zu zweit loslegen. Okay, kommt auch, gut. Ja, eben zeigt ihm halt die Dragon Balls und dabei muss er halt irgendein Schild runterfahren und während dieser Runterfahr-Aktivierungssequenz, wie auch immer, kann Professor Pilaf diese auch nachverfolgen. Warum? Ganz einfach deswegen, ich mache jetzt mal Goku als Super Saiyajin. Wieso erfahrt ihr? Er hat auch einen bestimmten Grund, warum. Ich kann nachher auf das Thema Dragon Ball GT zu sprechen, aber dazu gleich mehr. Ja. Wir sehen diese Energieschranke runter und dann er nimmt Whis, okay, haben ein interessantes Team. Super Saiyan 4, Goku und Whis. Und, oder ist das jetzt der NPC? Sehe ich gerade nicht. Ist das jetzt? Das ist ein Com, okay. Maximol, sieht interessant aus, hat ein bisschen was von einer Mischung aus Cooler Mut und Roshi. Na gut, immer los, wa? Ja, eben ist halt das Ganze dafür. Also, man kann die Dragon Balls aufspüren, war mit so. Ach du Scheinkleister. Super Saiyan Gott, Super Saiyan ist scheiße! Lang neben der vierfache Super Saiyajin! Tschüss! Penner. Ja, wie gesagt, man kann die Dragon Balls mit dem Dragon Ball Radar oder etwas Ähnlichem halt aufspüren. Und aus welchem Grund auch immer. Also Prinz Pilaf hat so ein Dragon Ball Radar. Ohne Scherz, hätte er ihn irgendwie wohl mal geklaut oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall natürlich plötzlich, als Energieschrank unten war, so, was ist denn das? Dragon Balls, ich habe alle gesehen, alles auf einem Haufen. Musste sofort hin und so. Und dann landen sie irgendwie ganz auf eine seltsame Art und Weise, landen auf dem Schiff und so, ist auch schön. Times 10! Aua, kam wehgetan, du Arsch. Ja. Sind sie eben da mit diesem, was wollte ich gerade sagen, sind sie auf dem Schiff gelandet und so weiter. Ist alles schon noch gut. Und dann irgendwie haben sie, ging das jetzt schon weiter. Ja genau, dann sind sie irgendwie noch, also Pilaf vor allem ist so stolz, um irgendwie Essen anzunehmen von denen. Obwohl sie einfach verhungern sind und nehmen sie irgendwie doch Essen an, also so ein bisschen lehn. Ja, und ob man es glaubt oder nicht, aber mehr oder weniger, das war's schon. Das war eigentlich die ganze Episode. Irgendwann super, es ging ein bisschen Prinz Pilaf und seine Gang, was sie da getrieben haben, also sprich, dass sie halt Chats gesucht haben, wieder allen anderen Vorwürfe gemacht haben, man kennt es ja, dass wir da Kinder waren, aber keine genaue Erklärung warum überhaupt. Der Drachenfaust gar nicht so, wie es gerne hätte. Machen wir Teleport, war. Mann ey, du bist scheiße. Hier, Mann, Times 10. Yeah, Mann. Aber also die Folge gesehen haben, muss ich schon denken, also man versucht echt ein bisschen, also es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass man halt versucht, den Film Battle of Gods, Kampf der Götter, however, dass man den versucht in die Länge zu ziehen. Anhand der folgenden Episodenbeschreibungen. Und halt die Szene halt ein bisschen verändern und so und halt dementsprechend ein bisschen länger macht. Super, Kamehameha! Hey no, haha. Und yo. Da waren wir so mit der Vorschau auf die nächste Episode. Da geht es echt darum, dass halt Goku auf Bills trifft, oder? Das haben wir auch schon gesehen bei ihrem Planeten halt. Und das ist alles schon noch gut und so interessant. Nur ist hier schon der Kampf, oder wird der Kampf ganz anders sein, von wegen, dass Goku als Super Saiyajin kämpft, dann als Zweifach, als Dreifach gegen Bills. Und der Kampf irgendwie die ganze Part beanspruchen, also 20 Minuten beanspruchen soll. Und damals beim Film, wissen wir alle. Tschüss, Mann. Im Film war es ganz anders, da ging der Kampf in 2-3 Minuten und fertig war er. Also will man echt alles ein bisschen Länge ziehen, um so eine eigene Staffel zu kreieren.
Ja, und schauen wir, dieser SSG SS, Super Saiyan God Super Saiyan, soll auch im Film vorkommen. Wobei, ja, wie gesagt, wenn es wirklich alles im Film ist, mit Super Saiyan God, mit 6 Saiyajins und so, und nachher Super Saiyan God Super Saiyan, ja, einfach da einen Status irgendwie schaffen und so weiter und dann Super Saiyajin werden und prompt hast du Energie. Da frage ich mich halt vor allem, so kann ja wirklich jeder Saiyajin zu einem Super Saiyan God werden, also alle, im ganzen Team können es werden. Und vor allem, was bringt es überhaupt? Schon gewonnen? Ne, da kommt noch was. Eben, was bringt es überhaupt, wenn plötzlich alle, wenn jeder Saiyajin, ist doch echt so, da brauchen halt nur die anderen, ja, steht bitte alles zusammen, wir können die Energie absorbieren und bam, Super Saiyajin God, fertig. Ich fürchte fast, so wird es irgendwie auch laufen, weil wie sonst sollen die in Lage sein, dann Gegner, weil logischerweise, oder, wenn die beiden Staffeln vorbei sind, kommt ja die Staffelung des Universums 6. Und wie sollen sie in Lage sein, Gegner von dort zu schlagen, die noch stärker sind als Golden Freezer und Bills, wenn, naja, wenn halt nur die zwei, also sprich nur Goku und Vegeta, zu Super Saiyan God Super Saiyans werden. Es gibt einfach irgendwie keinen Sinn, da müssen die einander stärker werden und es gibt noch Super Saiyan God, Super Saiyan 2 und so weiter, oder sonst irgendwie ein Quatsch, oder gut, die Fusion vielleicht noch, kann natürlich noch, geil werden. Und ja, man merkt schon aber, dass gewisse Aspekte man sich schon sagen muss, also irgendwie, liebe Entwickler, lieber Akira Toriyama, was zum Henker ist hier los? Ja, natürlich ein anderes Faktum wegen 6 Saiyajins, oder? Also Dragon Ball Super findet ja, also jetzt die aktuellen Ereignisse finden ja 6 Monate nach dem Ende des Kampfs gegen Buu statt, gegen Kid Buu. Okay. Aber eigentlich müsste es dann so sein, dass die ganze Truppe, also sprich Goku und Vegeta, können sich nach dem Kampf gegen Bills gar nicht mehr in Super Saiyajin Gods verwandeln. Wieso? Ganz einfach. Es gibt noch das Special Yo Goku and his Friends Return, so etwas, wie das schon da heißt. Aber das Ganze ist kein Kanon, sprich das Ganze findet eigentlich wirklich statt. Also gehört wirklich zur Story und so dazu. Geht es auch um Gokus Bruder Vegetas Bruder Tabel. Und der findet allerdings 2 Jahre nach dem Kampf gegen Buu statt. Und dort sind es ja wiederum Super Saiyajins, keine Super Saiyan God oder Super Saiyan God Super Saiyans, also irgendwie müssen sie eigentlich irgendwie eine gute Erklärung finden. Ich hoffe, das wird es ihnen wirklich noch gelingen. Am Schluss sage ich mir einfach dann, ja sorry, aber ich finde Dragon Ball Super ist Canon und alles andere, wie auch GT, gehört dazu. Wenn wir schon im Thema sind, wegen Super Saiyan God und GT. Wie sieht es mit Pan aus? Die ist also Videl ist mit Pan während den Ereignissen vom Film. Battle of Gods ist ja schwanger. Das stimmt soweit ja auch, mit dem Ende von Dragon Ball Z überein. Sprich am 28. großen Turnier, das stimmt soweit alles, aber Videl kann jetzt bei Dragon Ball Super noch gar nicht schwanger sein. Also woher nehmen die Saiyajins die 6. Saiyajin? Sagen die einfach, ja, sind ab 5. Aber nee, dachten wir zuerst noch, Bra könnte es noch sein. Also sprich die Tochter von Bulma. Die kleine Schwester von Trunks, aber auch da geht's nicht, weil die wird scheinbar erst dann geboren, wenn Videl bereits schwanger ist. Also sprich, Pan ist nur irgendwie ein Jahr jünger als sie oder so, keine Ahnung. Also auch da geht's nicht, sprich es sind so oder so, sind es nur 5 Saiyajins. Kommt vielleicht auch so, dass plötzlich sagen, ja, ist halt doof, oder es geht auch mit 5, oder sie fragen Shenlong von wegen, ey Shenlong, kannst du ihn bitte zum Super Saiyajin God machen, wenn es dann zu wenig ist? Und er sagt dann, jo, klar, kein Problem. Ich habe ja keine Ahnung, Leute, aber es ist schon ein bisschen verrückt, man muss es so formulieren. Es ist nicht ganz logisch bisher und ja, hoffe natürlich, dass es so nicht weitergeht, sondern noch ein bisschen, natürlich auch actionreicher wird und dann keine Kämpfe gesehen. Aber eben der nächste Fight dann ist wirklich der zwischen Bills und Goku. Der wird sicher ein bisschen spannender werden. Aber scheinbar alle Ereignisse, die ist halt so, naja, auf einem Himmel, okay. Aber scheinbar alle Ereignisse aus dem Film gibt es jetzt eben auch in dieser Staffel, in der ersten. Aber scheinbar ein bisschen anders, weil die ersten 10 Episoden sollen alle irgendwie um den Film herumdrehen. Also wäre natürlich schon viel mehr, als der Film selber war. In diesem Sinne eben, dass der Film gestreckt wird. Ah, jetzt. Ja, das ist der leise, ich höre ihn kaum. Kann man wissen als Gegner.
Du, 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 du. I think you'd make a perfect god of destruction. Seht ihr? It's not Super Saiyan 4 ist ein wahrer Gott der Zerstörung. Alter. from your god form. What is that? It's Super Saiyan 4. Want me to show my power? Aber gerne doch. Sind ganz schnell wieder drauf, ey. Super Saiyan God gegen Super Saiyan 4 kann sowieso interessant werden. Wir wissen ja aus dem Film Resurrection F, dass der Super Saiyan God Super Saiyan soll die stärkste aller Super Saiyajins Formen sein. Oder Saiyajins Formen generell. Aber es gibt so ein paar nette Theorien, die ich gelesen habe. Wegen Kraftvergleich zwischen Super Saiyan. Moment, machen wir Gruppenenergie Z. So. Von wegen Vergleich also zwischen Super Saiyan God Goku aus dem Film und dem Super Saiyan 4 aus GT. Und dass der aus GT, also Super Saiyan 4, trotzdem stärker wäre. Von dem her natürlich interessant. Alter, wie oft kann der eigentlich die Attacke spawnen? Weil ich muss weg hier! Tempo is quite good. I'm Dankeschön! impressed. Kapitaniert! Ah. Nö, stimmt nicht. Mit Super Saiyan 4 kann ich ein bisschen umgehen. Hey, das ist so meine Lieblings-Super Saiyajin-Stufen mittlerweile. Und der und halt der Zweifache noch. Fand ich halt so geil, wie es damals erklärt wurde mit dem goldenen Super Saiyajin, oder? Den Bulmasaru. Die gab es damals im Anime auch, oder? Von wegen wahrer Super Saiyajin und so weiter. Und jo, wieso eigentlich nichts? Nee, du kannst eigentlich recht sagen, Super Saiyan 4 ist die ultimative Einzelstufe und ja, das ist doch keine Gruppenenergie, Mann. Ich hab doch nur eine. Da kann ich jetzt echt nichts für. Was wollte ich sagen? Moment, ich kann doch irgendwie. Aha, magische Essenz, okay. Genau in dem Moment. Alter Schwede. Autsch, autsch, autsch. I'll play with you for a little while. Meine Zeit das eingesetzt, aber gar nicht gesehen. Ja, yeah, Mann! Ich mach dich platt, Mann! Du bist erledigt, Pilz! Der andere hat echt nichts drauf. Ich meine, es ist ein eigener Charakter und ich kämpfe mit dem Super Saiyan 4. Der überhaupt nicht irgendwie meinem Stil entspricht, weil ich bin ja eigentlich eher Keyblaster und nicht irgendwie wow, Nahkämpfer. Ja, war ja klar. Ne, ist klar vorbei. Are you satisfied now? Nö, nicht wirklich. Zum einen mal ein Partner zu wenig und den ich hatte, der war ein bisschen mies drauf. Ich meine, sorry, aber wenn du schon einen eigenen Charakter hast. Ja, wenn du schon mit deinem eigenen Charakter fightest hier. Aber dann eigentlich ohne Gruppenenergie und so, also sorry, aber das war doch einfach nur mies. Tja. Was wollte ich gerade noch erzählen? Eben wegen der Verwandlung zum Super Saiyajin 4, dass der halt die ultimative Super Saiyajin Form ist Einzel, ohne Hilfe von anderen. Super Saiyajin God eben ist halt Notreserve von allen. Von 5 oder 6 Saiyajins, wie auch immer. Ich hoffe, dass das Ganze irgendwie auch so dann noch erklärt wird und beziehungsweise bei Dragon Ball Super sogar anders gemacht im Sinne von, du kannst zwar so ein Super Saiyajin God werden, aber die Energie behältst du nicht. Das ist für, sagen wir, 10 Minuten, nachher ist sie weg und dann musst du wieder 5, 6 Saiyajins sammeln und so weiter. Und die Energie wieder bündeln. Ja, hoffe, so wird es irgendwie erklärt und so. Aber egal, wie es denn genau sein wird, das haben wir vermutlich erst in 4, 5 oder 6 Wochen sogar. Jetzt mal sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann eben, wie gesagt, ein Kampf zwischen Bills und Goku. Goku als Super Saiyan 2 und Super Saiyan 3 scheinbar. Mal gucken, wie es genau aussehen wird. Freuen wir natürlich auch hier online bei Dragon Ball Xenoverse. Bis dahin, tschüss.